Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. So, es ist Rosenmontag. Ich weiß, mittlerweile ist das Thema eigentlich durch. Das Spiel ist gelaufen. Ich bin ein bisschen spät dran mit meiner Reaction auf dieses Spiel. Doch im Nachhinein konnte ich es jetzt erstmal nur für mich verarbeiten. Und da einige von euch auch diesen Kanal gefolgt haben, um regelmäßig kontinuierlich meine Meinung zu den jeweiligen Spielen zu hören, dachte ich mir, okay, tu es ihnen nicht vorenthalten. Wie schon gesagt, berufliche Gründe haben mich ein bisschen ausgebremst, beziehungsweise auch die mangelnde Energie. Und ja, während wir hier nochmal versuchen, dieses Spiel aufzuarbeiten oder beziehungsweise die Folgen dieser Niederlage zu prognostizieren, steht unser Trainer zusammen mit Said El-Mala und Ragnar Ache und weiteren Funktionären auf dem Rosenmontagszug. Und ich habe auch langsam das Gefühl, dass ihn das insgeheim mehr beschäftigt hat als dieses Spiel an sich. Oder es waren wieder diese typischen populistischen Aussagen. Von wegen, ja, ich finde es unfassbar, dass wir an Karneval spielen müssen. So ungefähr, ich zitiere nicht zu 100%, warum das Wochenende nicht frei ist. Ja, geht es wirklich nur darum, ist das wirklich das Relevanteste? Andere müssen auch an Karneval spielen. Die Stuttgarter, die uns besiegt haben, haben auch den Cannstatter Vasen und müssen antreten. Die Bayern, die haben auch das Oktoberfest und beschweren sich nicht. Aber nur beim FC ist das wieder so. Ich hoffe nur, dass Said El-Mala und Ragnar Ache sich jetzt nicht irgendwie noch erkälten, weil sie halt auf diesen Karnevalszug mehr oder weniger mit müssen. El-Mala natürlich aus werbetechnischen Gründen. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum gerade er auf dem Karnevalszug mit muss, weil ich schätze nicht so ein, dass ihm da besonders viel dran liegt. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass ich jetzt hier die ganze Zeit rumbrülle, der muss spielen, wir verlieren, weil er nicht von Anfang an spielt. Trotz alledem, ich sag mal so, wenn es so weitergeht, wenn er weiterhin so ausgebremst wird, wenn er weiterhin nicht seine regelmäßigen Einsatzzeiten bekommt, insbesondere nicht in der Startelf, dann müssen wir mit den 30 bis 40 Millionen, die Brighton da anbieten soll, tatsächlich leben. Weil wir versauen auch gerade dem Jungen ein bisschen die Karriere, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt so meine Meinung dazu. Also ich habe hier nach dem Spiel zwei Hot Takes. Erstens, wir müssen uns mit diesen 30 bis 40 Millionen Euro für El-Mala begnügen und unsere Geschäftsführung wird schwach. Zweiter Hot Take, Kwasniok wird es keine 2 Jahre machen beim FC. Also der bleibt keine 2 Jahre hier Trainer. Es kann sein, dass wir diese Saison noch über die Bühne bringen. Ich glaube nach wie vor nicht unbedingt, dass wir absteigen, weil irgendwie die anderen spielen ja auch mit, aber auch nicht alle. Auch nicht alle. Unsere Konkurrenz hat zum Teil auch gepunktet, aber es war mehr oder weniger Hälfte. Insbesondere Hälfte im El Plastico zwischen Red Bull und Wolfsburg. Das war ja quasi deren Derby. Was dieses Spiel betrifft, ja, in der Presse heißt es, ja, der FC hat es jetzt gar nicht mal so schlecht verkauft und so weiter. Aber ich fand uns trotzdem streckenweise oder die meiste Zeit über ideenlos, recht einfallslos. Und die Stuttgarter, kannst du sagen, was du willst, die haben trotzdem immer noch verdient gewonnen. Ich hätte zwar gerne diesen Punkt aus dem Neckarstadion entführt, aber mit diesen abenteuerlichen Aktionen 2 gelernte Innenverteidiger auszuwechseln für 2 offensive Spieler, das hat nur temporär was gebracht. Okay, Waldschmidt war derjenige, der die Vorlage gegeben hat zu diesem Ausgleich durch Ragnar Ache. Und natürlich nach wie vor ganz persönlich freue ich mich für dieses 4. Saisontor, beziehungsweise ich freue mich für Ragnar Ache, dass er es erzielt hat. Schade für ihn, dass das jetzt halt nicht das entscheidende Tor war. Denn im Nachhinein hat das wie unsere Abwehr so dermaßen durcheinander gebracht, weil die ist ja auch nicht eingespielt, wird ständig umgewürfelt. Ich weiß, wir haben Verletzte, aber dieses Hin- und Hergeschiebe, ich weiß nicht, das irritiert doch die Jungs nur im Nachhinein. Und das zeugt meiner Meinung nach auch nicht gerade von guter Trainerarbeit. Das ist für mich in dieser Form der Rotation und mit dem Spielermaterial, das vielleicht nicht schlecht ist, aber auch nicht Weltklasse. Das ist für mich Ottmar Hitzfeld für Arme. Mehr ist Kwasniok für mich nicht. Keine Ahnung, besser zu sein als Timo Schulz vor 2 Jahren, das macht aus dir noch lange nicht einen richtig guten Trainer. Und deswegen, ich bezweifle, dass er länger als diese Saison bei uns Trainer bleibt. Und wer weiß, wenn es irgendwann noch mal eng wird. Wie gesagt, bin jetzt hier nicht der Typ, der jetzt sagt, schmeißt ihn sofort raus. Also zumindest jetzt noch nicht, weil ja, ich bin so fair und gucke auf die Tabelle und sag ganz klar, guck mal, vor 2 Jahren, als wir abgestiegen sind zu diesem Zeitpunkt, das hätten wir uns doch gewünscht. Ja, weiß ich alles, aber ich sehe halt keine Perspektive. Auf lange Sicht gesehen sehe ich keine Perspektive mit ihm. Also er ist jetzt jedenfalls für diese Situation auf Dauer gegebenenfalls nicht der richtige Mann. Weil das, was er da bringt, ist teilweise Unruhe. Unruhe mit seinen populistischen Aussagen, Unruhe, dass er bis heute keinen richtigen Kern in der Mannschaft gefunden hat, Unruhe, weil er den Spielern anscheinend das Gefühl gibt, dass er ihnen nicht vertraut, weil er ständig so rotiert. Deswegen, es kann gut sein, dass wir diese Saison tatsächlich noch mit dem Erreichen unserer Saisonziele abschließen, was ja auch top wäre, aber ich glaube, das wird sich noch
noch rächen in der nächsten Saison, wenn wir mit ihm weitermachen. Also ich sag ganz ehrlich, der bleibt keine 2 Jahre hier Trainer. Das ist so meine Meinung dazu. Und ja, kann gut sagen, wir haben eigentlich recht gut mitgehalten, aber wir haben auch bisher noch keinen einzigen Favoriten besiegen können. Ja, ich weiß, wir sind aus der 2. Liga aufgestiegen, aber sowas gelingt anderen Aufsteigern auch. Es geht mir einfach primär darum, sich etwas früher sicher zu sein, sich etwas früher zurücklehnen zu können und nicht bis zum Ende zittern zu müssen. Und zu Saisonbeginn sah es natürlich so aus, dass es nicht dazu kommen wird. Ich muss aber im Nachhinein sagen, wären jetzt diese 2 Heimsiege nicht gewesen zuvor, also vor dem verlorenen Spiel gegen Red Bull, ja, keine Ahnung, dann muss man einfach auf die Tabelle gucken, dann hätten wir einen deutlich schlechteren, beziehungsweise eine deutlich schlechtere Platzierung auf der Tabelle. Da wären wir deutlich näher im Abstiegsbereich, oder zumindest Relegation. So richtig sauer bin ich natürlich nicht, aber ich mag es nicht, dass wir uns das alles so schön reden und die Gefahr nicht erkennen. Ich sag ganz ehrlich, es kann doch irgendwie sein, dass wir die Kurve bekommen in nächster Zeit, aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, wird diese Zusammenarbeit nicht zu Erfolg führen. Vielleicht sind wir eine Nummer zu groß für Lukas Kwasniok. Das kann gut sein. Vor allen Dingen, ich finde, was er da macht, ist eher eine Aneinanderreihung von Verzweiflungstaten. Das ist für mich nicht akribische Trainerarbeit. Das sind für mich Verzweiflungstaten. Das zeugt meiner Meinung nach nicht gerade von Durchblick. Und deswegen sage ich letzten Endes, die Stuttgarter haben zu Recht gewonnen. Klar, jetzt können wir natürlich davon reden, wie motiviert wäre diese Mannschaft gewesen, wenn die aktive Fanszene angereist wäre. Weil sie wurde ja vom Betreten des Landes Baden-Württemberg abgehalten durch die Ordnungskräfte. Da gab es halt so eine Aktion auf einer Raststätte, wo sie irgendwie rausgezogen wurden und die Gladbacher waren zuvor auf derselben Raststation. Und nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Ultras entschieden sich dann umzudrehen und die U21 anzufeuern. Ich muss aber trotzdem sagen, die Fans, die da waren, haben sich tatsächlich bemüht, für Stimmung zu sorgen. Man hat sie gehört. Nur keine Ahnung, wie das jetzt in Stuttgart rüberkam, also für die Leute, die vor Ort waren, aber ich habe das tatsächlich am Fernseher gehört. Und da muss ich sagen, keine Ahnung, ob es an der karnevalistischen Stimmung lag, aber dafür, dass kein aktiver oder beziehungsweise organisierter Support vor Ort war, war doch eigentlich eine ordentliche Leistung, supporttechnisch, muss ich schon sagen. Ja, es hat aber dann irgendwie doch nicht den nötigen Push gegeben. Wie gesagt, ja, teilweise kommen wir gut in der Presse weg, aber ich fand uns wirklich einfallslos, besonders in der Mitte sehr anfällig. Muss auch sagen, Marvin Schwäbes Abstöße sind auch, ähnlich wie die Taktik des Trainers, nicht gerade zielführend. Wäre ja schon beinahe zum ersten Tor gekommen durch einen seiner Abstöße, der sofort abgefangen wurde. Alles irgendwie ziellos. Ah ja, übrigens, Thema Torhüter. Muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, langsam schätzt sich Lukas Kwasniok mit seinen ganzen Verschiebungen und so weiter und den ganzen positionsfremden Aufstellungen. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn er könnte und wenn er wissen würde, dass das nicht sofort thematisiert würde, dann würde er in jedem Spiel, je nachdem gegen wen wir spielen, einen anderen Torhüter ins Tor setzen. Gegen große Gegner spielt dann Marvin Schwäbe, gegen mittelschwere Gegner spielt dann Ron-Robert Zieler und gegen so Gegner wie, keine Ahnung, die mutmaßlich die kleineren sind, wie zum Beispiel St. Pauli oder Heidenheim, spielt dann Matthias Köpping. Wenn er könnte, dann würde er es genauso machen. Und ganz ehrlich, das Spiel ist schon lange vorbei. Ich brauche jetzt hier nicht zu analysieren, dass hier Demirovic einen Sahnetag hatte und den Schlusspunkt dann noch von Undab gesetzt wurde, dass das und das zum Tor von Ragnar Ache geführt hatte. Ja, es war die Einwechslung von Lukas Waldschmidt, aber danach kamen dann noch die weiteren 2 Gegentore. Ihr habt das Spiel alle schon gesehen. Das ist einfach nur so meine Gefühlslage nach diesem Spiel. Ja, ich glaube trotzdem, dass wir diesen Klassenerhalt noch irgendwie schaffen, aber es wäre schöner gewesen, wenn man ihn etwas entspannter hätte angehen können. Und ich sag mal so, ich hätte diesen Punkt gerne mitgenommen. Ich hätte ihn wirklich gerne mitgenommen. Er lag in der Luft, aber 5 Minuten später haben wir uns alles wieder zunichte gemacht. Auch durch den Fehler von Florian Kainz. Naja, zumindest war es ein Fehler aus meiner Perspektive. Das sind jetzt einfach aus kontinuierlichen Gründen verspätet meine Meinungen zu diesem Spiel. Noch schließe ich die Folge nicht ab. Als kleine Wiedergutmachung, dass ihr jetzt so lange darauf warten musstet und als kleine Wiedergutmachung, dass ich momentan nicht so energiereich an die ganzen Meinungsvideos rangehe. Es klappt nicht immer. Erzähle ich euch mal, wie mein Karneval vor 3 Jahren war. Das letzte Mal, als ich nochmal so richtig Karneval feiern konnte. Wobei, so richtig in Anführungsstrichen. Also, das Ganze geschah 2023, kurz nach der Pandemie. Alle durften wieder feiern und ich hatte damals von Freitag bis Rosenmontag frei. Und ich war damals in dieser Phase, jetzt will ich wieder etwas vom Leben haben. Jetzt wird Karneval durchgezogen. Der Plan lautete, Karnevalssamstag in meine Kölsche Stammkneipe mit meinen Jungs FC gucken. Kneipenkarneval, genau mein Ding. Und zufällig haben wir damals auch in Stuttgart gespielt. Nun ja, das ging 3:0 aus für Stuttgart. Ich war damals verkleidet als Kölscher Super Mario. Nun ja, besonders super war das Ende dieses Abends im Nachhinein dann nicht gerade. Jedenfalls der FC verlor.
Ich feierte trotzdem. Ich reckte meine Arme in die Luft mit Kölsch in der Hand, tanzte ausgelassen und irgendwann nachts setzte ich mich in die Bahn Richtung Heimat. Ich wohne im Kölner Umland. Ich schlief also ein, so richtig sanft, und einige Zeit später weckte mich ein kostümiertes Pärchen und fragte mich, wo wollen Sie hin? Ich murmelte mein Ziel und sie sagten, das sind nur noch 2 Stationen. Und ich denke mir so, oh nice. Ich steige also aus und sehe noch, wie der Nachtbus vor mir wegfährt. Nun ja, der Taxistand war mittlerweile auch leer. Der nächste Bus kam erst in einer Stunde und mein Handy war nur noch auf 3% und reichte nicht mehr für einen Anruf. Nun ja, ich war es aus Serbien gewohnt, nachts einfach zu Fuß nach Hause zu gehen. Da dachte ich mir, zieh durch. Der Weg dauerte am Ende circa 90 Minuten. Ich sag mal so, es gab mehrere Zwischenstopps im Gebüsch, die nicht gerade aus Naturverbundenheit entstanden sind. Um 3 Uhr nachts war ich dann ungefähr wieder zu Hause und die Nacht war noch nicht vorbei. Sagen wir es mal so, im Nachhinein musste ich mir einen Eimer neben das Bett stellen. Ja, Karnevalssonntag war dann der Kater meines Lebens. Der Plan, noch zu einem Zug zu gehen, wurde ersetzt durch den Weg vom Bett zum Sofa zurück. Seitdem habe ich nie wieder so viel frei gehabt an Karneval. Und ja, ist eventuell auch besser so. Nun ja, was ich sagen will, Karneval kann wunderschön sein, aber wenn man es übertreibt, endet es manchmal wie ein Auswärtsspiel unseres ersten FC Köln. Ja, das war's auch erstmal, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder zum Spieltagstalk gegen Hoffenheim, beziehungsweise 18,99 € Hoffenheim. Aber diesmal erspare ich euch eine minutenlange Analyse, warum das schon wieder ein Retortenverein ist oder nicht und so weiter und so fort. Es wird nur kurz angeschnitten, weil man muss das jetzt nicht immer in jedem Video komplett breitreten und thematisieren, weil irgendwann verliert es dann seinen Reiz. Und in diesem Sinne, das war's erstmal, liebe Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.